Die Damen und die Herren, herzlich willkommen bei meiner neuen Sendung, den Europa-Live-Ticker mit Christoph Hansen. Letzte Woche hat Vivian Reding auf dieser Platz informiert, dass es sich ganz wert auf die Nationalpolitik konzentrieren. Als nächstgewählten als Dummerlo mir für Verantwortung für euch, für Lützeburg, zu Brüssel und zu Straßburg am Europaparlament zu überholen. Urlaubszeit gibt es für mich kein. Es stehen nämlich direkt eine helle Wolle wichtigen Aufstimmungen und politischen Debatten an. So stimmen wir zum Beispiel über die sogenannte Copyright-Direktive auf, wo es darum geht, für den Droit d'auteur am digitalen Binnenmarkt adäquat aufzusichern, ohne aber den Access zu diesen Werken zu viel schwer zu gestalten. Ein anderes wichtiges Dossier ist die strafrechtliche Verfolgung von der Geldwäsche, wo mein Kollege Frank Engel ganz aktiv drin ist. Aber von den grössten Highlights dieses Woche zu Straßburg ist ohne Zweifel der Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker signiert zu Lach von der Union. Wichtig dabei ist es nicht, sich selber auf die Schulter zu klappen für das, was den erreicht hat. Wichtig ist es vor allem festzustellen, wo die Schwung nachdrückt, und wo muss angepackt gehen, wie die solchen Herausforderungen zu meistern. Die Erwartungen und Jean-Claude Juncker für Mittwoch an der Plenär zu Straßburg sind auf jeden Fall extrem hoch, besonders weil die letzte als führenden Europawahlen am Mai 2019. Die Kommission muss sich Druck geben, für fertig zu machen, was sie alles angefangen hat, weil es gibt keine Garantie, dass die nächste Kommission dieselben Möglichkeiten wird haben, für die Weichen für die Zukunft zu stellen. Für was sage ich das? Weil ich ganz große Sorgen habe, dass die rechtsextremen Tendenzen überall in Europa mehr groß gehen. Ich meine, die Ausschreitungen an Tatsjurchten gegen Flüchtlinge, zum Beispiel zu Chemnitz, weisen, dass die rechtspolitischen Tendenzen immer mehr Skrupel haben, für hier xenophobe Gedanken an immer mehr aggressiver Manier auszuleben. In Italien lässt Salvini Schiffer mit Migranten nicht an Land kommen. Die Unmenschlichkeit, die allein der politischen Machterhaltung gilt, rappt groß Grief an Europa ab. Dafür erwarte ich mir von Jean-Claude Juncker einen Aufruf zur Solidarität an der Migrationsfrage. Wir machen noch keine Solden auf Grundrechte, auch das muss die Message an dieser wichtigen Rede sein. Das gilt aber nicht nur für Polen, sondern auch für Ungarn, wo die Grundrechte wie Meinungsfreiheit und Unabhängigkeit von der Justiz mit Face getrippelt gehen. An Ungarn geht es sogar so weit, dass Benevolen, die probieren, Migranten zu helfen, mit ihrem noblen Gest sich selber strafbar machen. Das kann ich so nicht akzeptieren. Während der Plenarsession zu Straßburg stimmen wir dafür über den Propos auf, für den Conseil dazu zu bewegen, für die Prozedur vom sogenannten Artikel 7.1 vom Traité gegen Ungarn zu deklarieren. Somit können wir eine ganze Reihe von Sanktionen festlegen, für Ungarn auf die richtige Weg zu kriegen. Ich zweifle aber, dass wir die nötige Drittelmajorität dafür werden kriegen, mit werden aber ein ganz klares Zeichen in Richtung Orban sein, dass es so nicht weitergehen kann. Verschiedene Politiker spielen mit der Angst von den Leuten. Auch wenn diese Politiker die Angst von den Leuten ausnutzen, dürfen wir Methoden nicht so machen, wenn als Mitbürger in Europa noch mehr Sicherheit auf viele Bereiche erfreuen. Wie was bedeutet eigentlich mehr Sicherheit? Mehr Sicherheit kann zum Beispiel bedeuten, dass in Europa mehr für die Verteidigung gemacht werden muss. Ich erwarte mir in diesem Kontext einen Propos von Jean-Claude Juncker, der eine konsequente Erhöhung vom gemeinsamen Verteidigungsbudget vorsieht. Armut und Ungleichheiten machen viele Mitbürger in Europa Sorgen. An dieser Amtszeit von der Kommission, also in den letzten 4 Jahren, haben wir es fertiggebracht, in Europa 10,5 Millionen neue Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist beeindruckend, wie für diesen positiven Trend fortsetzen zu können, ist es wichtig, mit Zeit Klarheit über das EU-Budget für die nächsten Jahre zu kriegen. Das ist wichtig, dass wir keine weiteren Finanzlöcher an wichtige Bereiche wie zum Beispiel der Recherche, der Innovation oder auch an der Digitalisierung kriegen. In dem Sinn wird übrig, an diesen Bereichen die Finanzmoyenne am nächsten EU-Budget substanziell nur oben zu schrauben, die eine gewisse Planungssicherheit über die nächsten Jahre zu haben. Sicherheit bedeutet aber auch den Schutz von unseren Ressourcen, unserer Umwelt und unserer landwirtschaftlichen Produktion. Wenn es um Gesundheit und gesunde Lebensmittel geht, dürfen wir wirklich kein mehr scheuen. Aber wir müssen die Leute, die sich dafür einsetzen, so gut wie möglich unterstützen. Dafür wünsche ich mir, dass Jean-Claude Juncker als Rede auch ganz klar Position bezieht, was Klimaschutz, Wasserschutz, mir auch Beibehalten von der Unterstützung von unseren Bauern angeht. Wie ihr seht, es gibt ganz viel zu dienen. Das ist eine extrem chargierte Plenarsession für mich.
an leider können man net méi Zeit fir alles Lodësker zu behandeln. Wie wann Di Lust op méi huet, da könnt ich auch op mégem Facebook, mégem Twitter oder mégem Instagram abonnieren. Mir blenden Datei kurz an, da könnt ich dat notieren am eng Internetseite, die an der Maras wer an die nächste Wochen online goen. Es tun ich op alle Fall Merci fir d Nolächten an hoffentlich bis geschwind beim Live-Ticker Europa am Christoph Hansen. Vielmals Merci.